Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Endlich wieder nach einer scheiß Länderspielpause, oder? Aber da kommen wir mal in einem kleinen gesonderten Video zu. Und Montag im Stream quatschen wir auch ein bisschen drüber. Jetzt geht's um die Reaction zur Pressekonferenz gegen den FC St. Pauli am 27. Bundesligaspieltag. Joa, Leute, wie immer der Hinweis, wer hier noch nicht den Kanal abonniert hat, jetzt abonnieren, Daumen da lassen, wenn es euch gefällt. Das Abo ist völlig kostenlos auf YouTube und ihr unterstützt damit einfach, was ich hier so mache. Ja? Und von daher, Attacke. Liga. Der FC Bayern München empfängt den FC St. Pauli. Zum dazugehörigen Pressegespräch darf ich unseren Sportdirektor Christoph Freund und unseren Cheftrainer Vincent Kompany begrüßen. Herzlich willkommen auch an euch und wir starten gerne gleich mit der Frage von der Bild-Zeitung, bitte. Was ist denn los, die Bild-Zeitung als erstes? Eieiei. Ist da jemand nicht anwesend? Eine Frage an beide, die die Verletzung der Woche betrifft. Sicherlich eins der großen Themen, Upamecano und Davis, an Vincent Kompany. Wie wollt ihr das sportlich auffangen und glaubt ihr, dass ihr mit der jetzt zur Verfügung stehenden Abwehr eine Abwehr habt, die gut genug ist für die ganz großen Titel, für die Champions League, oder habt ihr da... Ja, na klar, Alter. Alles gut, Upa hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt. Keine Ahnung, wir haben aber auch Spiele ohne Upa gesehen. Wenn ich mir jetzt einen Airbag da vorstelle, den wir da reinstellen, habe ich da wenig Kopfschmerzen mit. Alternative hast du sogar noch einen Stunny, den du in die Innenverteidigung stellen kannst. Du kannst einen Ito in die Innenverteidigung stellen. Auf der linken Verteidigerposition wird uns natürlich der Speed abgehen von Fonzie Davis und der Offensivdrang. Ja, definitiv. Auf der anderen Seite ist dann mal der Flügelspieler auf der linken Seite mal ein bisschen mehr gefordert, was die Offensive angeht. Ja, und dann hast du dahinter entweder ein Ito für die etwas defensivere Rolle, obwohl das letzte Mal offensiv auch gar nicht schlecht gemacht hat, fand ich. Und du hast immer noch einen Guerrero, ja, für die linke Verteidigerposi. Das ist seine Stammposi eigentlich. Das war bisher schlecht, defensiv auf jeden Fall von Guerrero. Da muss er sich, wenn, dann steigern. Und alternativ... Du kannst auch mit einer Dreierkette spielen. Ja, du hast jetzt die perfekten Leute dafür. Du hast einen Ito, der den linken Part spielen kann. Du hast einen Airbag, der das jahrelang gespielt hat in der Mitte. Und du kannst einen Minjay nach rechts stellen. Und Feuer frei. Ja. Du musst ja jetzt nicht beharrlich bei einer Viererkette bleiben. Also. Möglichkeiten haben wir genug. Ist natürlich ein bisschen schade, weil natürlich gerade diese Viererkette sich sehr, sehr gut gefunden hatte. Ja. Das brauchen wir auch nicht drum herum reden. Ist die Frage, wie gut sich jetzt oder wie schnell sich eine neue Viererkette findet. Ja, mal abwarten. Probleme und anschließend direkt die Frage an Christoph Freund. Aber mal gucken, wie der Winnie das sieht. Jan-Christian Dresen hat gesagt... Aber eigentlich können wir uns die Antwort schon vorstellen, oder? Gibt keine Ausreden. Man behalte sich auch rechtliche Schritte gegen Kanada vor und will das prüfen. Können Sie das konkretisieren, wie das dann aussehen kann und was man da genau prüft und was man da überlegt? Ja, also für die erste Frage, also es ist erstmal schade für Fonzie und es ist erstmal schade für Upamecano, dass die in dieser wichtigen Phase nicht dabei sein dürfen. Und das ist mein erster Gedanke. Die zweite Gedanke ist, dass wir in dieser Saison nicht nur den Ausfall von Upa oder Fonzie schön lösen mussten, das ist schon passiert, diese Saison. Eben. Aber auch andere Spiele und das haben wir bis jetzt immer geschafft, immer gemacht und hoffentlich bringt das die Gruppe noch enger zusammen. Ich finde, dass es immer wichtig ist, immer zu reagieren, ob du jetzt manchmal verlierst oder so einen Ausfall hast, wie jetzt mit die beiden. Und die Reaktion für mich ist wichtig. Grundsätzlich für mich gibt es keine Ausrede in meinem Kopf. Ich will nur, dass wir Sag ich doch. Das nächste Spiel gewinnen, dass wir noch besser werden und ich weiß, dass es natürlich immer besser ist, wenn alle zur Verfügung stehen, aber wir haben auch früher in der Saison ohne Stanisic, ohne Ito ganz lange gemacht. Das sind so diese komischen Verletzungen auch, wo du ja nicht viel machen kannst oder vielleicht trotzdem ein bisschen, aber dass du das nicht direkt beeinflusst und da musst du einfach ganz, ganz schnell auch wieder die Fokus haben auf was du kontrollieren kannst. Und das ist, was wir jetzt haben mit den Jungs. Und wir haben uns jetzt auch in eine Position gebracht, wo es jetzt keine Chance gibt, dass wir jetzt einen Schritt zurückgehen. Wir sind, wo wir sind.
Und wir werden alles dafür tun, dass wir unsere Ziele erreichen. Ja, wir wollen es einfach aufklären, lückenlos aufklären, weil es ist einfach richtig bitter für uns. Und wie das abgelaufen ist, ist einfach nicht korrekt. Und wir wollen wissen, wie es wirklich abgelaufen ist. Franzi hat schon über Müdigkeit geklagt vor dem zweiten Spiel. Okay, er hat dann gespielt, er ist der Kapitän von Kanada, er wollte dann auch seiner Mannschaft helfen. Aber trotzdem war es, glaube ich, schon grenzwertig. Es wurde, glaube ich, auch ausgemacht, dass er nicht spielen sollte. Er hat dann gespielt. Natürlich, man kann immer dann sagen, er entscheidet es, er muss zustimmen. Aber wie gesagt, er ist ein junger Bursch. Ja, sorry, da gehe ich nicht mit. Also wenn wir dann in unserer Mannschaft angucken, wir handhaben das genauso. Ja. Ein Kimmich spielt immer, ob der müde ist, ob der nicht müde ist. Ein Kimmich sagt auch immer, er will spielen. Jeder Spieler wird immer sagen, er will spielen. Das jetzt da irgendwie, du musst den Spieler abstellen. So. Du hast keine Befugnis über den Spieler. Du kannst nicht sagen, ja, der darf jetzt nur eine Halbzeit spielen. Ja, das ist schön, wenn ein Bundestrainer das macht von einem anderen Land freiwillig. Aber da besteht keine Pflicht zu. Ja, was willst du da rechtlich vorgehen, Alter? Du hast eine Abstellungspflicht und Punkt, ja. Und du hast kein Mitspracherecht, wie der Spieler zu spielen hat. Und selbst wenn der Spieler angeschlagen wäre, ich möchte nicht wissen, wie viele Spieler bei uns angeschlagen aufs Feld gehen, Alter, unter Schmerzmittel oder sonst was. Ja, da braucht mir keiner irgendwas erzählen, Alter. Dass es natürlich bitter ist, ja, keine Frage. Dass diese scheiß Nationalmannschaftsspiele abgeschafft gehören mitten in der Saison, ja, keine Frage. Mach einen Block vor der Saison, mach einen Block hinter der Saison, dann haben die Spieler, die nicht Nationalspieler sind, haben 4 Wochen Urlaub und die Nationalspieler sind, können in 4 Wochen da ihre Spiele runterreißen und alles ist gut. Ja. Wenn sich dann da jemand verletzt, dann verletzt sich da jemand. Das ist aber ein bisschen was anderes, als wenn du das immer mitten in der Saison ist und dann gerade jetzt in dieser Phase. Ja, wie kann man in dieser super entscheidenden Phase von Meisterschaften und Europapokalen eine Länderspielpause einbauen? Ey, davor diese Länderspielpause kannst du ja noch drüber reden. Ja, aber doch nicht jetzt. Was beeinflusst denn oder was gibt denn die Nationalmannschaft jetzt das Recht, diese ganzen Wettbewerbe zu beeinflussen? Ja, das ist jetzt gar nicht auf uns nur bezogen. Wir haben jetzt halt ein bisschen Pech gehabt, keine Frage. Aber das ist ein Unding. Ja? Und das gehört geändert. Punkt. Bursche, der auch seinem Land helfen will, der Kapitän ist. Nicht so einfach. Das Zweite ist einfach, es gibt dann diese Verletzung nach 12 Minuten. Und der Fonsi fliegt zurück mit dem Flieger 12 Stunden. Wir gehen davon aus, dass es nichts Schlimmes ist, dass es ein Schlag war und dann kommt sowas raus. Ich finde, das ist einfach fahrlässig. Das ist okay, da gehe ich mit. Punkt 1 gehe ich nicht mit. So gar nicht. Ja, das ist da brauchst du nur vor deiner eigenen Haustür kehren. Punkt 2 gehe ich mit. Wenn dem so war, ist das natürlich ein Unding. Gerade in der heutigen Zeit, beim heutigen medizinischen Stand, sollte das ja wohl kein Problem sein, das genauer zu untersuchen, bevor man einen Spieler zurückschickt. Nicht professionell und das geht nicht und darüber muss man sprechen, das muss man aufklären. Und auf der anderen Seite wird uns immer vorgeworfen, haben wir gerade mal gelesen, wir sollen auf unsere Spieler schauen, dass sie dann fit sind für die Nationalmannschaft, wir stellen sie nicht ab. Also wir schauen extrem auf unsere Spieler, weil die Gesundheit, das ist das Wichtigste. Ich sag ja, schaff diese Scheiße ab. Schaff diese scheiß Nationalmannschaftsspiele ab, Alter. Was soll diese Scheiße? Das ist nur Geldscheffelei. Wen interessiert eine Nations League, Alter? Wen interessiert eine verkackte Quali für irgendeine EM, WM, wo die Teilnehmer vorher feststehen, Alter? Ey, entweder schafft die Scheiße ab, das wird auch dem Kalender mal gut tun, wird natürlich nicht passieren. Dann mach einen verkackten Block vor der Saison oder nach der Saison. Wo ist denn das Problem? Wo ist denn das Problem jetzt zu sagen, die Europapokal-Wettbewerbe und die Ligen enden 6, sind ja sogar 6, sind ja glaube ich 3 Unterbrechungen in der Saison, oder? So, enden 4 Wochen vorher. So. Ja, so, dann hat der Nationaltrainer die Spieler auch mal 4 Wochen am Stück. Da kann er auch wahrscheinlich ein bisschen mehr mitmachen, als wenn er sie nur eine Woche hat. Und dann machen die da ihre 8 Spiele. Ja, wenn es 8 Quali-Spiele sind, machen sie ihre 8 Quali-Spiele da. Wenn es scheiß Nations League ist, machen sie scheiß Nations League da. Und dann ist doch gut. Ja, wenn sich da dann jemand verletzt, ja, natürlich ist das genauso bitter. Aber dann hast du eine Planung, ja, weil dann ist erstmal noch bis zur neuen Saison hin und dann weißt du vor der Saison, oh jo, der fällt so und so lange aus. Aber doch nicht jetzt, ey, wir reden über Viertelfinale Champions League, Alter. Ja, und jetzt stellt euch mal vor, das wäre Musiala und Harry Kane gewesen. Ja, dann hättest du sagen können, alles klar, ist durch. Ja, dann kannst du gucken, dass du irgendwie die Meisterschaft holst und dann wäre gut gewesen. Ja,
Ich meine, so in Anführungsstrichen sind 2 Abwehrspieler, die du zum Glück ersetzen kannst in dem Kader. Ja, ob gleichwertig wird die Zeit zeigen, ja. Und das ist jetzt nur unser Fall. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Mannschaften ausschaut. Ja, also das ist eine Farce. Und da haben wir schon so oft drüber geredet. Ja, ich verstehe es einfach nicht. Es ist für mich völlig sinnfrei zu sagen, gerade bei den Top-Vereinen, die Spieler, die alle 3 Tage spielen, alle 3 Tage fliegen, sonst was, die dann nochmal zu sagen, ja, komm, die reißen wir jetzt nochmal raus und dann muss der wie so ein Davis oder die afrikanischen Spieler oder sonst was, fliegt mal 12 Stunden und guck mal. Alter, ist einfach ein Unding. Sorry. Ja. Und nochmal, wir bezahlen diese Spieler. Wir zahlen den Spielern 20 Millionen. Das macht kein verfickter Verband oder die FIFA. Nein, wir zahlen diese Kohle. Ja. Und wir haben diese Spieler, damit sie in der Phase der Saison, wo wir jetzt sind, fit sind und da sind. Ja. Und das sind sie jetzt nicht. Warum? Weil sie bei der scheiß Nationalmannschaft gewesen sind. Nichts anderes. Sie haben sich nicht beim Bayern-Training verletzt oder sonst was. Nein, bei der Nationalmannschaft. Ja. Das ist eine Farce. Und da machen wir sehr, sehr viel. Wir überlegen uns, wie wir die Regenerationszeiten nützen können, wie wir reisen, was wir bestmöglich machen können in allen Details. Und dann ja, genau. Und dann kommt so, ja, du fliegst jetzt mal 12 Stunden zur Nationalmannschaft, spielst dann da, Freundschaftsspiel gegen Timbuktu, Alter. Wen interessiert's, Alter? Den Spieler natürlich, das ist spielt für sein Land, da ist er stolz drauf, das ist ein Ziel, wenn du Nationalspieler bist, was Besonderes, alles gut, ja. Nochmal, ey, ich bin gar nicht dafür, das abzuschaffen. Ja, mich persönlich interessiert diese Scheiße nicht. Mich interessieren keine Freundschaftsspiele, mich interessiert keine Nations League, die erfunden wurde, um nur Kohle zu scheffeln. Nichts anderes ist der Bums. Wen interessiert's, Alter? Wenn euch das interessiert, ist das doch fein. Dann könnt ihr euch das doch auch reinziehen. Nach der Vereinssaison, 4 Wochen Länderspielsaison, feuerfrei. Ja, habt ihr doch dann auch Bock drauf und guckt euch das an. Ja? Ich verstehe das Argument nicht. Welches Argument gibt es, das nicht zu tun? Aus meiner Sicht gibt es kein Argument, was dagegen spricht. Ja? Außer, dass die Spieler, die nicht Nationalspieler sind, sogar mal ordentlich Urlaub haben. Ne? Was sie jetzt auch nicht haben. Ja, dann haben sie jetzt mal 6 Tage frei oder was, wenn du Glück hast, wenn dein Vereinstrainer das macht. Es hätte nur Vorteile. Nur. passiert sowas und das ist natürlich schon hart. Und dann wird dann aus dem Verein oft noch vorgeworfen, weiß nicht, öffentlich, wir verbieten die Spieler da und dort hinzugehen. Wir ermöglichen ihnen fast alles, aber wir wollen fitte Spieler. Und sowas kommt dabei raus und das ist ja, echt... na klar, wir zahlen 20 Mille im Jahr. Echt bitter. Wir sind auch der Arbeitgeber übrigens. Wir zahlen auch die Spieler und darum werden wir dem genau nachgehen. Und ja, da muss das gehört einfach sensibilisiert, weil es kann immer was passieren und Fußball ist Fußball. Und wir wissen alle, dass wir ziemlich an der Belastungsgrenze sind. Die Jungs sind an der Belastungsgrenze, aber dann gilt es natürlich, alles auszuloten und gut zu kommunizieren und auf die Spieler zu hören und alles zu ermöglichen, dass die Spieler die Gesundheit gewährt wird. Ja. Und dann kann man es immer noch nicht ausschließen. Aber ja, schafft die Scheiße ab. Schafft die Scheiße mitten in den Saisons ab. Nochmal, es gibt absolut keinen Vorteil. Dann hast du diese Diskussion doch auch schon weg. Ja, wir sind der Arbeitgeber, wir haben den Spieler, zack, und dann ist er freigestellt. Ja, dann ist er 4-5 Wochen freigestellt, macht seinen Nationalmannschaftskram und alles ist doch fein. Ja. Trotzdem werden wir dem nachgehen und ja, es ist einfach ein großes Thema, wenn dann immer wieder Spieler lange ausfallen, wenn sie von der Nationalmannschaft zurückkehren. Ja, ganz genau. Und das ist ein Thema, was du ganz einfach beheben könntest. So wie ich es gerade gesagt habe, mach einen Nationalmannschaftsblock. Nach der Saison, zack, fertig. Ja, die Saison endet dann halt die Wochen eher. Und Feierabend. Und dann ist doch alles fein. Da freut sich doch jeder drüber. Da freut sich der Nationaltrainer drüber. Ich verstehe es nicht. Also, Unding für mich. Die Welt mit Julian Wolf, bitte. Ja, guten Morgen zusammen. Frage an den Trainer. Vincent, zu der Abwehr. Können Sie mal beschreiben, wie gehen Sie jetzt mit den Spielern um, die beiden ersetzen könnten? Also sagen Sie, waren selber Defensivspieler. Sagen Sie jetzt, ihr seid meine Abwehr für die kommenden Wochen, für alle Spiele, die da kommen? Oder geht das im Fußball nicht und man muss schon von Woche zu Woche schauen und die Abwehrformation könnte sich gegen St. Pauli, gegen Inter auch ganz unterschiedlich darstellen? Nein, ich glaube, das fängt schon lange vorher an, bevor diese Verletzung. Ja, du siehst so, wer die ganze Zeit der erste Ersatzmann in der Innenverteidigung war. Eric Dyer, Alter, No-Brainer, absolut. Ja.
Und Halleluja, ich habe jetzt gelesen, dass der Vertrag verlängert werden soll. Ist ein bisschen wild, dass das jetzt kommt. Ja. Das hätte schon viel, viel eher passieren müssen. Was Eric Dyer, Alter? Guckt euch die Leistung an. Ja. Und ist doch klar, dass ein Eric da der Mann in der Mitte jetzt ist. Punkt. Dass die auch alle das Gefühl haben, dass die wichtig sind. Dass die alle das Gefühl haben, dass wir die jeden Moment brauchen können. Und dann ist so ein Moment nicht total überraschend. Die Jungs, die man nehmen kann, haben schon eigentlich viel gespielt in diese letzten 2 Monate. Und nochmals, diese Ausfälle sind auch nicht das erste Mal die Saison. Also die wissen schon. Und das ist natürlich am ersten Tag, wenn du dieses Nachricht bekommst, natürlich ja, hast du kein gutes Gefühl dabei, aber am Tag nachher, 24 Stunden, ist es vorbei. Und ich meine total vorbei. Dann geht es noch nur um die Jungs, die jetzt die Leistung bringen können. Natürlich als Verein werden wir alles dafür tun, dass die Jungs, die jetzt nicht fit sind, dass die wie Pavlo und noch andere, Manu und so, dass die alle Unterstützung bekommen. Aber die Jungs, die jetzt morgen das Spiel bekämpfen müssen, die sind nur damit beschäftigt. Das ist unsere Priorität. Und wer spielt, gibt keine Ausrede. Wir müssen leisten, wir müssen gewinnen. dpa und Christian Kunz. Eine Frage an den Trainer. Wie geht es Manuel Neuer und wann erwarten Sie ihn zurück? Und eine Frage an Christoph Freund. Es war zu lesen, dass die Tendenz bei Thomas Müller dahin geht, dass nach der Saison vielleicht Schluss sein könnte. Können Sie da einen kleinen Einblick vielleicht geben? Ja, ich glaube, das war schon kommuniziert. Manuel hat Was soll er jetzt dazu sagen, der Freund? Also, Junge. eine Wadeverletzung. Ich weiß was davon und da muss man immer ein bisschen, ja, das sind komplizierte Verletzungen. Das heißt nicht, dass es schlimm ist. Das heißt nur, man muss einfach, man muss die Zeit geben. Nicht unbedingt schlimm, nur man braucht die Zeit und wann genau will ich auch jetzt nicht noch extra kommunizieren, weil das braucht einfach die Zeit. Aber hoffentlich schnell, natürlich. Ja, wir befinden uns in Gesprächen mit dem Thomas Müller, aber wie auch bei allen anderen Spielern, wo wir jetzt Gespräche geführt haben, in den letzten Monaten war das ja ein großes Thema immer wieder, werden wir jetzt über die Details oder Inhalte von Gesprächen nicht sprechen. Aber wir führen Gespräche mit dem Thomas, wir führen Gespräche mit Leroy, wir führen Gespräche mit Eric Dyer, wo die Verträge auslaufen. Aber ja, wenn es was zu berichten gibt, dann werden wir das machen. Und was ich sagen wollte zu der Wadeverletzung, Entschuldigung, kompliziert und ich habe dann übersetzt in meinen Kopf, ich will eigentlich sagen delicate. What's the difference between complicated and delicate? It's not the same thing, but I don't have the vocabulary yet in German. So what's delicate in German? Delikat, wirklich? Sensibel. Sensibel vielleicht, ja. Schwierig, ja. Aber kompliziert ist zu stark, also dieses Wort können Sie jetzt löschen. Ja. Es ist sensibel, sensibel passt, aber ja, deswegen. Ich hatte viele Wadeverletzungen, deswegen sage ich das. Und dann weißt du, du bist gesund, du fühlst dich gut, aber bis du dein erstes Spiel gemacht hast oder deine erste Trainingwoche gemacht hast, ist es eigentlich immer sensibel und musst du immer ein bisschen, you have to be careful. Google sagt, es heißt empfindlich. Empfindlich, genau, empfindlich. Empfindlich dann. Aber sensibel passt besser, sensibel, genau. Das könnt ihr schreiben. Nächste Frage von Sky und Kerry Haupt. Ja, kompliziert würde ich aber die Erkrankung von Alex Pavlovic bezeichnen. Haben Sie da Hoffnung, dass er in dieser Saison überhaupt nochmal eingreifen kann? Oder sagen Sie, er soll alle Zeit der Welt bekommen, weil es ja schon auch mit dem Immunsystem eng verbunden ist? Und eine Frage noch an Christoph Freund, Sie haben ja mit Jesse Marsch auch in Salzburg zusammengearbeitet. Gab es da mal einen Austausch mit ihm jetzt wegen der Sache um Alphonso Davies? Wie hat er das begründet, dass er ihn dann am Ende als erfahrenen Trainer auch hat spielen lassen? Ja, warum hat er ein Spiel lassen? Weil er sein bester Spieler ist. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein Spiel war, ob das irgendein Quali-Spiel war, dann kann man es natürlich nachvollziehen. Wenn es so irgendein dummes Freundschaftsspiel war, kann man es natürlich nicht nachvollziehen. Zu Pavlo, ich kann jetzt nicht viel dazu sagen. Also der Junge braucht auch seine Zeit. Also wie ich das jetzt, ich informiere
we inform ourselves, of course, a little bit more always when a player has a problem on what it actually means from a medical side. But the way I understood it is, and again, I'm staying a little bit in line with what has been communicated because the club is quite open with these things. You know, the main thing for me is that he needs time, no pressure. It's a week by week follow up in this case, and the moment that the doctors say, okay, he can go full, then is again part of the plans. You know, it's part of what we need to do. But there's some situations where only his health matter, everything else is secondary. But the moment he will get the green light, which hopefully is maybe not in too long, because he's back in the training ground now. Ja, verstehe ich auch nicht, diese Fragen an den Trainer. Also, als wenn er das entscheiden würde und sagt, ja, Pavlo, jetzt bist du morgen wieder beim Training dabei. Ja, natürlich, wie er es gerade sagt, entscheiden das die Ärzte. Ja, die medizinische Abteilung, dafür hast du die. Und wenn die grünes Licht geben, ja, dann ist der Trainer dran. Ja. Und ansonsten ist erstmal der Physio dran, der den Spieler erstmal wieder ein bisschen aufbaut. Was entscheiden natürlich die Ärzte und nicht der Trainer. Also. The moment he gets the green light, then we will build a plan for him to be back with the team as soon as possible. Ja. Es hat jetzt noch keinen Austausch gegeben mit Jesse. Ich habe dann eben mit Fonsi gesprochen, mit seinem Berater, der auch vorher immer wieder mit den Offiziellen im Austausch war von Kanada. Aber ich habe mit Jesse jetzt noch nicht gesprochen. Aber nochmal, ich finde es grundsätzlich nochmal zu dem Thema grenzwertig, jetzt nicht auf Kanada bezogen, aber so eine FIFA-Abstellperiode, wir wissen, wie viele Spiele die Top-Jungs haben, die spielen auch Champions League, geht ja nicht nur um Bayern München, sondern viele Mannschaften, viele Spieler, die haben dann Abstellperiode, spielen dann Donnerstag und Sonntag, haben dazwischen 2 Tage, spielen dann 2 richtig taffe Spiele. Das zweite Spiel, wie jetzt zum Beispiel Kroatien gegen Frankreich spielen, innerhalb von 4 Tagen, dann, wo 2 Tage dazwischen sind, nochmal 120 mit der Nachspielzeit, 130 Minuten, da kann man die Uhr danach stellen. Also das ist einfach, da muss man sich grundsätzlich was überlegen, da geht es nicht nur um Bayern München, aber es geht um die Gesundheit von den Spielern. Und das ist einfach nicht optimal und das muss man wirklich einmal groß diskutieren, weil sonst verlieren der Fußball, der Internationale, die besten Spieler. Und das soll ja das Ziel sein, dass die Fans ins Stadion kommen und die besten Spieler sehen und nicht, dass dann, weiß ich nicht, wie viel Prozent von denen immer wieder verletzt ausfallen. Und das ist ein Thema. Das müssen wir uns wirklich stellen. Stefan Kumberger von Sport 1, bitte. Ja, er ist schon gut angepisst, ne? Verständlicherweise. Ja, guten Morgen. Vincent, das Thema bewegt ja alle, Alphonso Davies und auch diese Abstellungsperioden. Wie eng kann Ihr Kontakt zu den Nationaltrainern sein, wie Jesse Marsch oder Julian Nagelsmann? Mit wie vielen jetzt mal ernsthaft, mit wie vielen Nationaltrainern soll er denn dann quatschen? Ja, da kannst du dann ja einen extra Manager für einstellen. Ja, das kann ja nicht der Cheftrainer machen, Alter. Ja. Ich meine, bei uns hält sich es einigermaßen in Grenzen, so ein Großteil. Ja? Wir haben viele Franzosen, wir haben viele deutsche Spieler. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch noch andere Spieler. Alphonso Davies, Kanada, Harry Kane, England. Dann bist du schon bei 4. Ja? Ich weiß nicht, wie es mit Guerrero aussieht. Ich glaube, der ist aktuell kein Nationalspieler mehr. Aber Palhinha bei Portugal, dann bist du schon bei 5. Geh mal durch. Oder soll er dann mit 10 Nationaltrainern bei jeder Abstellungsperiode quatschen oder was? Und soll sagen, ja, pass mal auf, den kannst du jetzt nur 20 Minuten spielen. Am besten trainiert der auch gar nicht. Ja, das kann ja nicht Aufgabe eines Vereinstrainers sein. Ja, das ist ja Schwachsinn. Sorry. Ja, klar, wenn da vielleicht mal ein absoluter Härtefall ist oder was, dann macht man das vielleicht mal, ja, sagt, hier, das wäre gerade echt scheiße, wenn du den einlernen würdest oder was weiß ich was, das kann ich mir schon vorstellen. Aber alles andere macht man doch nicht. Ja? Und selbst wird dann der Nationaltrainer wahrscheinlich sagen, Alter, das ist ein Vogel, Alter, das ist mein bester Spieler, ich brauche den für meine Mannschaft. Ja? Wie groß kann da der Austausch sein? Und eine Frage an Herrn Freund. Sie wissen es vielleicht, der Name Ralf Rangnick dreht sich wieder um die Säbener Straße. Vielleicht könnten Sie da kurz eine Einschätzung geben und grundsätzlich ja, uns das erklären. Lachen hat doch die richtige Einschätzung gegeben, Alter. Das war doch so ein Lachen so, was hast du denn? Was Ralf Rangnick so gut macht. Sie als Österreicher wissen das ja aus erster Hand. So, from my side, it's been... so I'll answer the question, of course, but just again, I'll repeat it like I quite often do. My priority is the game St. Pauli tomorrow. You know, I remind everyone of this. But to not avoid the question, I mean, I think the contact with the national team, a lot of the national team coaches, they were coaches in clubs before. So the contact is really
in general is really good, and the contact in general is quite open, and it's not difficult to see each other's sides, because first of all, I used to be a national team player, so I had some of the best moments as well in my career in the national team. And second of all, I'm a club coach now, so it's not too difficult to see both sides. And you don't all of a sudden go from hot to cold because you become a national team manager. We have the same, probably we have the same observations. I think what Christoph said really well just before, it's also just about common sense. And I can speak about it as a coach, I can speak about it as a former player. I was part of the PFA, the global PFA at the end of my career, so defending sort of the interest of players in the game. And the topic of load is something that has been a topic for many years now, when I was still a player. I'm as a coach right now, I'm not in a position where I'm debating the amount of games just yet. For me, I know it's a topic for a lot of other coaches. For me, not yet. But I do agree with the point of Christoph with the calendar. So Christoph mentions just now with the succession of games and the 90 minutes in Croatia, then 120 minutes in France. Ja, das ist ja, was ich gerade aussage. 2 days between and so on. But the topic of the calendar goes also to the extent of, as a club, and you know, whenever we have an injury, we are here explaining why it happened, how it happened, and it's a lot of, it creates a lot of topics, right? And fair enough, we try and take responsibility for what we can take responsibility for, but I'm talking about the topic of, if you manage every single process in a play, from the nutrition to the amount of time he spends on a pitch, the amount of shooting he does after a training session, and so on and so on, and then all of a sudden as a coach and as a club, you have 20 players, going into 20 different ideas, 20 different loads, 20 different calendars. And I remember there was a game where we played Friday, I think it was Augsburg at home. Correct me if I'm wrong. And then we've got one player in Japan, one player in South Korea, the other player in some place in Australia, right? You put 2 and 2 together, and I think it's quite common sense to say, hey, is there a way to just maybe not reduce the amount of games, maybe not, but just put these calendars in a way that it makes sense, that we don't have avoidable injuries. If I was a player myself still now, of course you only look at the privilege side, but I would just say like it just doesn't make sense. That's the point. It doesn't make sense. You can maybe put these with 5 international places, you put them a little bit more together, maybe the players are traveling less, whatever you want to attach to it, but it's worth, I think as Christoph said, I think it's worth a discussion without necessarily, like I said, for us, from a football side, no excuse, we continue, we have the same goals, but I think from a club side, I think it's a totally fair discussion. Ja. Ralf ist Teamchef in Österreich, macht da, glaube ich, einen sehr, sehr guten Job die letzten 2,5 Jahre, wie er dort Teamchef ist. Geistert, ich weiß nicht, ob er an der Sebener Straße herumgeistert, in Dortmund herumgeistert, bei anderen Clubs. Ja, es hat schon sehr, sehr viel gemacht im Fußball. Was will er bei Bayern? Jetzt mal ernsthaft. Völlig lächerlich. Ich meine, das Trainerding war damals schon wild, aber was will er denn jetzt bei Bayern? Als was denn? So, als was? Sportvorstand Sport haben wir doch Max Eber und da sitzt unser Sportdirektor. Also, was soll er machen bei uns? Soll er sich neben Uli oder bei Uli auf den Schoß setzen oder was? Also, weil der Uli und der Ralf ja so gut können oder wie? Wild. Hat sehr, sehr viel Leidenschaft dafür, hat verschiedene Positionen schon bekleidet. Ich glaube, er ist sehr, sehr happy, gerade in Österreich, auch mit der Mannschaft. Ich habe auch ein bisschen die Spiele verfolgt, waren auch leider sehr, sehr viele verletzte Spieler aktuell, die eben nicht spielen konnten. Glaube ich, haben auch nur 10 Ausfälle gehabt. Aber grundsätzlich, glaube ich, macht ihm der Job sehr, sehr viel Spaß und fühlt sich wohl in Österreich. Wir machen weiter bei Julian Buhl von T-Online. Danke. Frage an den Trainer. Ist auch Leon Goretzka jetzt eine echte Option für Sie in der Innenverteidigung oder mit wem planen Sie da genau? Und auch wie soll er denn eine Option jetzt in der Innenverteidigung sein, wenn noch ein Conny Leimer der Rechtsverteidiger ist?
Du brauchst ja auch noch 2 zentrale Mittelfeldspieler. Pavlovic ist verletzt. Palhinha, weiß ich nicht. Passt zu Kimmich wie Feuer zu Wasser, Alter. Eine Frage an Herrn Freund. Welche Rolle spielt Adam Asno in Ihren Planungen jetzt gerade nach der Verletzung von Alphonso Davies? Und kann man dann davon ausgehen, dass er spätestens zur Club-WM zurückkommen wird? Ich gehe mal davon aus, ihn direkt zu holen. Die Option wird es wohl nicht geben. Danke. Was soll das auch? Und nochmal, du hast einen Guerrero, du hast einen Ito. Punkt. Du hast sogar einen Stunny, der auf diese Seite wechseln kann. Ich meine, im schlimmsten Fall hast du sogar noch einen Boe, der auf diese Seite wechseln kann. Über was reden wir jetzt? Also ist ja nicht so, als hätten wir keine Außenverteidiger. Wir haben genug Außenverteidiger. Ja, also. Ja, im Moment haben wir noch genügend Verteidiger. Ja, ganz genau. Und das ist, das ist jetzt unsere Situation. Wir haben genügend Verteidiger. Am Anfang der Saison hatten wir Ito aus, Stanisic aus und dann, wenn der eine oder der andere noch ausfallen sollte, dann war das natürlich eine Möglichkeit. Aber ich glaube, wie ich darüber denke, ist, jeder muss flexibel sein. Ob es jetzt Leon ist oder ein anderer Spieler, wenn einer gebraucht ist in einer Position, dann muss er einfach flexibel sein und dann muss er das ausführen. Aber im Moment, wir haben genügend Verteidiger, das heißt, es gibt noch nicht so viele kreative Themen. Ja, Adam, haben wir ja schon im Herbst öfter gesprochen und dann auch im Winter eben diese Entscheidung getroffen, gemeinsam mit ihm, dass wir ihn verleihen, weil er Spiele machen soll. Er spielt jetzt in Spanien, erste Liga. Glaube ich, für ihn ist seine persönliche Entwicklung ganz, ganz wichtige Spiele, ganz, ganz wichtige Steps, was er aktuell geht. Darum sind wir froh, dass wir das auch gemacht haben. Die Möglichkeit besteht jetzt auch gar nicht, dass wir ihn zurückholen könnten, aber wie auch Winnie schon gesagt hat, wir haben auch an Anzahl und auch an Qualität genügend Verteidiger. Hoffentlich passiert jetzt nichts mehr, aber dann glaube ich schon, dass wir mit dieser Qualität und diesen Spielern, was wir jetzt haben, da auch gut durchkommen werden. Und für Sommer, ja, werden wir sehen, aber natürlich ist es der Plan, dass er dann auch vielleicht bei der Club-WM mitgeht. Aber jetzt die nächsten Wochen ist es ganz, ganz wichtig, dass er hoffentlich ganz, ganz viele Minuten am Platz steht. Und das ist auch das Ziel der Leihe. Dann haben wir noch eine Frage hier in der Mitte. Marius Epp von Absolut Fußball und Home Sports. Servus. Anderes Thema. Max Eberl hat mal vor der Saison gesagt, dass seine Wunschvorstellung wäre, alle 2 Wochen ein öffentliches Training zu machen. Jetzt waren es in 9 Monaten nicht mal 7 und gestern wieder der Blickschutz hochgefahren. Was entgegnen Sie möglicherweise enttäuschten Fans? Ja, wir haben am Dienstag wieder öffentliches Training. Ich glaube, diese Saison ist es auch wieder öfter, als wir es letzte Saison gemacht haben. Wir werden da einen Rhythmus finden, weil es einfach wichtig ist und das auch ein Teil von der FC Bayern-DNA ist, dass die Fans mit dabei sind. Fußball hat sich natürlich auch weiterentwickelt, es haben sich Sachen verändert. In England ist es normalerweise so, dass die Trainingszentren irgendwo ganz außerhalb sind, total abgeschottet, aber das wollen wir auch grundsätzlich nicht. Trotzdem wollen wir natürlich viele Trainings auch machen, in Ruhe und die Dinge einstudieren, taktische Sachen machen, aber öffentliche Trainings sind bei uns einfach ein Thema und werden wir. Ja, verstehe ich nicht. Bin ich ganz ehrlich, also alle 2 Wochen öffentliches Training sollte ja wohl locker machbar sein. Ja, ich weiß auch nicht, der Faktor Ruhe vielleicht, ja, das ist so der einzigste Faktor. Also was soll da jetzt geheim trainiert werden? Sorry, Leute. Aus der Zeit sind wir doch lange raus, ja, wo man jetzt irgendwie, gerade bei uns, also man kennt unseren Spielstil, Alter, und den spielen wir die ganze Saison. Da ist jetzt nicht so, dass wir alle 2 Spiele irgendwie den komplett anderen Spielstil haben oder was weiß ich was. Also, sorry. Also, das finde ich auch alles ein bisschen übertrieben mit ihren Geheimtraining und hast du nie gesehen. Auch in Zukunft immer wieder machen und in welchen Abständen werden wir auch vor der nächsten Saison, glaube ich, intern gut diskutieren und dann hoffentlich eine gute Lösung für alle finden. Nächste Frage von Florian Schiemann von RKD. Eine Frage an Herrn Kompany. Jetzt ist sie mir tatsächlich entfallen. Was? Nee, es ging um die Abwehr, Entschuldigung. Ey, wie kann man da sitzen, jetzt mal ernsthaft, wie kann man da sitzen und dann weiß man nicht mehr, was man fragen wollte? Junge, was bist du? Ja, nee, ich
hab einen Blackout, sorry. Ja, warte, was ich machen kann, ist einfach eine Frage über St. Pauli beantworten. Tatsächlich, genau. Ich wollte über St. Pauli fragen. Das ist wichtig. Entschuldigung, Genau, das war genau. Eigentlich bin ich Ja, hier genau, das wollte ich. Ne? Abwehr, warte, ich kann über den FC St. Pauli was sagen. Ach ja, nee, ich wollte eine Frage über den FC St. Pauli stellen. für die andere Sache. Tatsächlich, das wollte ich fragen. Danke. Herr Kompanie, wir haben noch gar nicht über St. Pauli gesprochen. Gibt es erstmal Wehwehchen oder sind alle Jungs fit soweit? Und generell, was für ein Spiel erwarten Sie? Die letzten 2 Bundesligaspiele liefen ja jetzt nicht so erfolgreich. Ja. Ja, nein, danke für die Frage. Und die beste Frage sind immer die spontane Frage, oder? Nein, aber grundsätzlich, ich habe natürlich die ganze Woche nur St. Pauli gesehen. Das heißt, wenn wir jetzt über all die anderen Themen sprechen, dann bin ich vielleicht am wenigsten informiert manchmal über viele Sachen. Aber St. Pauli schon. Und ja, das Wichtige zu wissen über St. Pauli ist natürlich eine Mannschaft, die ganz wenige Gegentore bekommt. Das haben wir schon gesehen im Hinspiel gegen den. Und ich weiß, dass das auch gesagt wird, dass die im Moment auch nicht so viele Tore schießen, aber wenn man die Analyse macht, es bleibt eine Mannschaft, die eigentlich sehr torgefährlich ist. Das heißt nicht, dass die Tore schießen, aber torgefährlich sein ist manchmal einfach eine Art und Weise anzugreifen und die kommen ganz oft im 16-Meter-Raum mit 4 oder 5 Leute, die sind in die Momente sehr direkt und haben auch viel Energie. Aber wichtig für mich ist, auch in diese Spiele gegen Mannschaften, die ein bisschen kompakter stehen oder die können auch Pressing machen, das machen die auch sehr gut. Das hat der Trainer von St. Pauli auch früher immer so gemacht. Also die haben auch diese Möglichkeit, was höher anzulaufen. Aber wichtig ist in diese Spiele, dass man immer anfangen mit genügend Respekt für die Gegner und dann einfach volles Vertrauen haben auf unsere Leistung und wir wollen morgen zu Hause unsere beste Leistung bringen und dann geht es nicht um welche Gegner, dann geht es wirklich um, was wir bringen können und die Motivation ist von unserer Seite auf jeden Fall da für dieses Spiel. Ja. Die Bild-Zeitung nochmal mit Nicolina, bitte. Servus zusammen. Eine Nachfrage an Christoph Freund. Sie haben gesagt, für den Rest der Saison sehen Sie sich gut aufgestellt, trotz der Ausfälle. Gibt es denn mit Blick auf die nächste Saison und mit Blick auf die langfristigen Ausfälle von Alphonso Davies eine Überlegung, vielleicht in der Defensive nochmal was zu machen? Es fallen immer wieder Namen wie Dienhausen, der ja hoch gehandelt wird zurzeit. Nein, das sind eigentlich nicht unsere Überlegungen. Wir hoffen natürlich auch, dass der Upa nicht zu lange ausfällt und dass er natürlich hoffentlich Ende der Saison oder zumindest zu Beginn der neuen Saison dann wieder zur Verfügung steht. Und von dem her ist es so, dass wir, wie ich gesagt habe, vorher, dass wir aktuell gut aufgestellt sind und auch für die kommende Saison da jetzt nicht akut nach Handlungsbedarf sehen. Und direkt im Anschluss. Ich auch nicht. Nochmal, bitte. Ich hatte noch mal eine Nachfrage, was die Abstellung und die Nationalmannschaft angeht. Sie haben da ja jetzt gerade ausführlich drüber gesprochen. Julian Nagelsmann wurde auch gerade angesprochen. Das Thema Nations League Final Four, das ist direkt vor der Club-WM. Er geht davon aus, dass die Stars dabei sind. Also auch die Bayern-Spieler, logischerweise. Das ist ja eine gute Handvoll. Habt ihr da schon drüber gesprochen? Wie seht ihr das? Ist das in eurem Sinne oder eher gerade nicht, dass die kurz vor der Wie soll das in unserem Sinne sein, dass alle Nationalspieler für so ein verficktes Turnier, was keine Sau interessiert auf diesem Planeten, abgestellt werden, wenn danach eine Club-WM ist? Club-WM ist da, wo die Kohle eingespielt wird, um diese Spieler zu bezahlen. So, also wenn wir über Interessen des Vereins reden, dann ist natürlich der Verein daran interessiert, dass die nicht abgestellt werden. Aber natürlich werden die alle abgestellt. Du kannst das ja auch schlecht so ein Kimmich oder ein Goretzka oder wen auch immer verbieten und sagen, ja, nee, du darfst jetzt nicht da dieses komische Nations Final Four Ding spielen. Also das geht ja auch nicht. Ja? Deswegen sage ich ja nochmal, man muss anfangen, diesen Mist zu trennen. Ne? Man muss anfangen, diesen Mist zu trennen in den Kalender. Ganz einfache Kiste. Es muss erst der Vereinsfußball abgearbeitet werden und dann hast du den Rest, was weiß ich, 4, 5, 6 Wochen, wie auch immer, wie viel Platz da ist. Und wenn es nur 3 Wochen sind, hast du Nationalmannschaft. Und wenn ein großes Turnier ist, dann ist ein großes Turnier dahinter. Ja, so. Musst du vorher noch eine, was weiß ich was spielen, eine Quali, ja, dann musst du das alles ein bisschen ummodeln. Dann muss die Quali ein Jahr vorher festgezurrt sein, ja, wer dabei ist und wer nicht. So, fertig aus. Also das kann ja alles nicht so schwer sein, ne?
Club-WM dann eben auch noch 2 sehr intensive Nations League-Finalspiele haben? Oder hofft ihr darauf, dass man vielleicht eine andere Lösung findet? Ich glaube, das sind auch ganz, ganz wichtige Spiele, jetzt auch für Deutschland, generell für die Nationalteams. Das ist ja auch sehr, sehr große Spiele, interessante Spiele und wir wollen ja auch die Nationalteams unterstützen. Aber es gibt, was ich ja vorher gesagt habe, es geht grundsätzlich, glaube ich, darüber, dass man darüber diskutieren muss, wie kann man das besser. Ja, aber nochmal, Alter, wir reden über Nations League. Was soll der Mist, Alter? Der Bums wird erfunden, damit Kohle generiert wird wie die Verbände, nichts anderes. Ja, damit es nicht einfach irgendwelche Freundschaftsspiele gibt. Aber am Ende sind das Freundschaftsspiele. Was soll das? Was ist Nations League, Alter? Das ist keine EM, das ist keine WM. Wen interessiert die Nations League? Ja, habt ihr schon mal einen Spieler gehört, der gesagt, oh, geil. Ich muss unbedingt in meiner Karriere die Nations League gewinnen oder was? Wen interessiert der Bums? Also, welchen Stellenwert hat das Ding? Kein. Ja, das wird dafür gemacht, ja, damit vernünftige Freundschaftsspiele da sind, damit Spiele da sind, die interessant sind, die man wieder vermarkten kann, damit man Kohle verdient. Das ist alles. Bewerkstelligen in Zukunft, dass einfach, Deswegen es geht eigentlich um die Spieler. Es geht um die Spieler, dass die bestmögliche Leistung bringen können, dass die fit bleiben, dass sie gesund bleiben und da muss man einfach, glaube ich, grundsätzlich das diskutieren, wie man das besser handhaben kann und das werden wir jetzt da sowieso nicht lösen, aber ich glaube, dass das einfach nicht nur für unser Thema ist, sondern grundsätzlich, aber auch alle wissen, auch alle großen Vereine, dass die Nationalmannschaftsspiele wichtige Spiele sind, dass die Spieler dort auch gerne hingehen. Ja, na klar. Wie vorher Winnie gesagt hat, dass das wichtig ist für die Jungs, dass das was Spezielles ist und das soll es auch bleiben. Aber wenn man nur noch Daumen drücken muss oder beten muss, bitte, bitte, das kommt dir heil raus aus diesem Spiel, dann sind wir irgendwo am falschen Weg. Und, Das ist richtig. aber wir werden die Nationalmannschaften immer so gut wie es möglich auch unterstützen und es werden auch die besten Spieler bekommen. Aber es wird natürlich ein enger Terminplan und wir müssen das dann als Club dann wieder handeln natürlich. Ja, heuer sowieso mit der Club-Weltmeisterschaft noch einmal spezieller, aber wir werden Lösungen finden, dass die Jungs auch so viel wie möglich spielen können und bestmöglich eingesetzt werden können. Wir haben noch 3 Fragen, beginnend bei Julian Wolf nochmal, bitte. Ja, noch eine Frage an den Trainer. St. Pauli und Bayern sind beides 2 Vereine, die über den Fußball hinaus etwas bewegen möchten. Rot gegen Rassismus ist eine Aktion des FC Bayern und St. Pauli engagiert sich auch sehr gegen Rassismus. Die Liga auch mit einer Aktionswoche ist ja ein Thema, wo es eigentlich schade ist, dass man heutzutage noch drüber sprechen muss, aber man muss es tun und die Liga setzt sich sehr dagegen an. Schade. Ja, wenn jeder Fünfte die AfD gewählt hat, Alter, da sollst du dir mal Gedanken machen. Da musst du heutzutage noch darüber sprechen. Frage an Sie, seitdem Sie zurück sind in Deutschland, haben Sie Rassismus erleben müssen oder jemand aus Ihrem Umfeld oder zum Glück nicht? Kann ich das auf Englisch beantworten? Ist das okay? I think it's an important topic, especially now, right? So I think on the topic of racism, it's almost impossible to take my recent years as the reality for the normal people, you know, because I live in a position where winning and losing affects so much how people treat you or look at you. It's not the life of everybody else, you know what I mean? So, but I think it's always an important topic because I'll say how I look at it because I'm trying to think of different ways to position it. I'm just going to say how I look at it. I think that's easier, you know. When I grew up, and that's my reference point, my biggest reference point is when I grew up, the biggest frustration you had when you grew up was the lack of opportunity. I told the story a few times, but my mother worked my mother was blonde with blue eyes, so she was, you know, I had this both lives, and my dad was a political refugee from Africa and everything else, but my mother explained to us she worked for the one of the government organizations that helps people find work. So if you don't have work, you go to that institution and they help you find work. So she had all the data, all the numbers, and she was saying, well, she sat us down as kids. I think I remember I was 12 years old, and she said, look, we have the information that for kids with a different background, you have to work twice as hard to have the same job.
That was my reality when I was younger. And it was my mother with blonde hair, blue eyes, that was telling us this and sitting us down and say, so you're going to have to be tough in life. And so my position was always never to be a victim, but always to, if I work twice as hard, then I'm going to be twice as good. That was my mentality. But in the end, the biggest danger is if you have a lot of kids growing up with the feeling that they don't have the same opportunities, you do create a situation where it's much more difficult to then, it's much more, you do have a growing frustration. That's what I knew. That's the kids that I grew up with next to me, where I grew up. It was more frustration due to lack of opportunities that created a detachment. And that created a lot of problems of society that were pointed with the finger in ways that didn't really explain the problem. So then you go to my later stages in my career, in life, and where I've been much closer now to the top echelons, where then you see that at the very top of every industry, every organization in the whole of Western Europe, you have almost no diversity. So the messages that, you can, I don't know, you can look at internally. I suppose that Bild-Zeitung will be a little bit of I'm giving an example. Whatever organization you have, look at the very top and you'll see very little diversity. But yet every... Yeah, exactly. But you're the very, very top. But the point it's not a criticism. It's just an objective observation as to why then, when you then set an agenda to discuss big societal problems, which all these big organizations do, if you don't have a little bit of diversity inside decision-making organs, you will never come to the right solutions for those people that you're trying to sort of find a solution for. So racism, that's the way I've sort of understood. It's a lack of opportunities at the foundation of it. And I know today this topic, I've mentioned it now, and you'll find 1,500 directions on Twitter or whatever to explain what it is and what it isn't. It's not what I'm trying to do. I'm just trying to say, yes, it's an important topic. And those two things I've mentioned, they are my experiences. They are my experiences. That's all it is. So I hope that we keep making steps in the right directions, and when there's forces trying to pull us in the wrong direction, that we have the same forces to go forward and try. Try. Thank you. Nochmal Sky und Kerry Hau, bitte. Ja, ich mache es auch ganz kurz. Wird Jonas Urbich morgen und in den nächsten Spielen dann auch in Abwesenheit von Manuel Neuer im Tor stehen? Ja. Und abschließend nochmal Stefan Kumberger von Sport 1. Vincent, wie nehmen Sie Leverkusen derzeit wahr? Die haben ja noch einen Rückstand, sind jetzt ein bisschen rangekommen. Xabi Alonso hat auch schon gesagt, er ist bei Florian Wirtz bereit, ein Risiko einzugehen. Also die wollen ja offenkundig noch Meister werden. Was können Sie da entgegenhalten? Ja, also ich glaube, die Mentalität von uns ist, dass wir Gleichpunkte haben. Wir gehen davon aus, dass Leverkusen alles gewinnt, dass wir auch nicht nur alles gewinnen wollen, aber müssen. Das ist die Mentalität. Und dann glaube ich, dass du in diesem Moment auch deine deine beste Leistungen bringst. Ich habe das Glück gehabt, auch ganz oft in diese Titelrennen, ja, da habe ich auch ein bisschen Erfahrungen. Und das Beste ist, dass du alles auf Null setzt und dass du einfach sagst, okay, Leverkusen gewinnt 8 Spiele. Also da gehen wir von aus. Deswegen müssen wir auch 8 Spiele gewinnen, und das bringt so eine, ich nenne es das ist keine negative Druck, das bringt einen guten Druck. Und normalerweise, wenn du eine erfahrene Mannschaft hast mit Qualität, dann werden die auch besser in diesem Moment. So haben wir auch immer reagiert diese Saison, und das muss jetzt unsere Mentalität sein für diese letzte Spiel. Also wir haben die gleiche Punktenanzahl und die gewinnen alles, deswegen müssen wir auch alles gewinnen. Let's go. Vielen herzlichen Dank. Let's go. Fangen wir an gegen St. Pauli, würde ich sagen, oder? Joa, war ja mal eine etwas ausführlichere PK. In diesem Sinne, machen wir es kurz und schmerzlos, Leute. Rot-weiße Grüße gehen raus.
Hoffentlich sehen wir ein gutes Spiel mit einem guten Ergebnis für uns. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.